Ein Friedhof muss die Treppe runter und die ist richtig steil im Krippenheim in Fürth. Klaus Gebhardt kommt ganz schön ins Schwitzen. Oh ja, diese Treppen bringen mich um. Heute ist großes Packen angesagt. Die Krippenfreunde Nürnberg-Fürth schleppen gemeinsam ihre Schätze vom 2. Stock ins Erdgeschoss. In jedem der Miniaturbauwerke steckt ganz viel Herzblut. Da darf nichts kaputt gehen. Das ist anstrengend, vor allem wenn dann beinahe die Hüften kaputt sind. Klaus Gebhardt hat 4 Jahre lang an seiner großen Krippe gebaut. Endlich ist sie fertig und soll jetzt zum ersten Mal ausgestellt werden. Die Anspannung ist spürbar. Jetzt müssen wir alles in die Ägidienkirche transportieren und dann müssen wir es dort wieder rein und wieder aufbauen. Also, da ist schon ein bisschen Arbeit für uns. 4 Wochen zurück. Die Krippenfreunde sind voller Vorfreude. Alle paar Tage treffen sie sich zum gemeinsamen Arbeiten. Wie am Fließband werden Buden zusammengezimmert, Dächer gedeckt und Böden gepflastert. Und Weihnachtsschmuck darf auch nicht fehlen. Für die Vereinsmitglieder bedeutet das viel Arbeit, im Sommer wie im Winter. Das macht sehr glücklich. Also ich muss sagen, da taucht man in eine ganz andere Welt ein. Mir schaltet völlig ab, mir konzentriert sich voll auf das Bemalen, mir denkt an nichts anderes und ja, ganz einfach gut. Es macht mir Freude, sowas zu bemalen. Naja, weil die Traditionen, finde ich, heutzutage verloren gehen und die Kinder gar nicht mehr so wissen über Weihnachten. Und ich möchte gerne meine Krippen dann den Kindern weitergeben und sie können es auch wieder weitergeben. Im Sommer ja, da kann schon einmal der Schweiß runterlaufen, wenn es richtig warm wird, Herrin. Aber das ist halt unsere Leidenschaft, Krippen bauen. Klaus Gebhardt hält alle zusammen. Er ist Vereinsvorsitzender. Die Krippenkultur fasziniert ihn schon seit der Kindheit. Der ehemalige Bankfachwirt liebt es, Welten im Kleinen zu erschaffen. Vor 4 Jahren hat er sich was in den Kopf gesetzt. Der Marktplatz von seinem Heimatort Langenzenn mit all seinen Gebäuden als Krippe. Ein Mammutprojekt. Du kriegst da keine Pläne. Also ich habe also nur fürs Heimatmuseum einen Plan gekriegt vom Heimatverein. Aber für alle anderen musste ich im Prinzip vor Ort mit dem Meterstab und dann mit den Fotos. Und dann musst du ungefähr schätzen, wie kommst du hin. Wenn der Josef dann irgendwo aus der Dachrinne trinken kann, ist auch nicht gut. Also muss einigermaßen passen. Also es war eine Herausforderung, aber das macht mir gerade Spaß. Ein Krippenbaukurs vor ein paar Jahren entfachte seine Leidenschaft. Seitdem lässt ihn das aufwendige Hobby nicht mehr los. Inklusive schlafloser Nächte, wenn mal was nicht so klappt wie geplant. Denn die Zeit läuft. Bis zur großen Ausstellung muss er fertig sein. Das gilt auch für die anderen Bastler. Da wird Hand in Hand gearbeitet und viel Wissen von früher weitergegeben. Zum Beispiel, wie der echte Rauschgoldengel entsteht. Das weiß Hannelore Utz noch aus der Grundschule. Da hat man halt so Bastelunterricht gehabt, da hat man ja alles Mögliche gemacht. Und in der Weihnachtszeit ist halt der Rauschgoldengel gemacht worden. Weil da hat man ja praktisch Handarbeit oder Werken gehabt und da ist das dann gemacht worden. Mit dem Verkauf von Engeln, Christkindlesmarkt, Buden und Krippen in unterschiedlichen Größen bringt der Verein die Miete für die Werkstatt auf. Klaus Gebhardts Langenzenner Krippe ist unverkäuflich. Da hängt einfach sein Herz dran. Kurz vor dem ersten Advent in der Nürnberger Ägidienkirche. Seit 3 Tagen bauen die Krippenfreunde auf. Für alle eine enorme Kraftanstrengung. Ganz verschiedene Krippen sind zu sehen, selbstgebaute wie auch Leihgaben. Klaus Gebhardt hat indessen ein großes Problem. Ein Fenster fehlt. Er hat es bei der Abfahrt vom Krippenheim auf der Straße vergessen. Wenn das jetzt weg ist, eine Katastrophe. Ja, vorm Haus ist doch so. Dann habe ich es halt oben drauf, wo die Post eigentlich lagert, habe ich es dann draufgestellt und habe es jetzt stehen lassen. Keiner zu erreichen. Helmut Preis hilft und fährt sofort los. 30 Minuten später kehrt er zurück. Erfolgreich. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Gerne, gerne. Der Retter in der Not.
Geschafft. Das Fenster bekommt seinen angestammten Platz. Klaus Gebhardt kann endlich zur Ruhe kommen. Genau so, wie wir es vorgestellt haben. Und sein neues Meisterstück so richtig genießen.